Wir gehen weiter in dem Thema, wo der Dave letzte Woche gestartet hat. Und ihr als Sunday Night habt exklusiv ja das Privileg, dass wir während 5 Sündig werden wir uns mit dem Thema Gottesfurcht auseinandersetzen. Gottesfurcht ist ein grosses, relevantes Thema und je mehr man sich damit beschäftigt, desto relevanter wird es für einen. Ja, und Gottesfurcht ist, wie wir das festgestellt haben, immer direkt abhängig von deinem Gottesbild. Also, zu uns fragen, was ist eigentlich Gottesfurcht? Wir müssen mal fragen, okay, wer ist eigentlich Gott? Ja. Wir tun immer so, als wäre das Wort Gott so, jeder versteht das Gleiche darunter. Mhm. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber heute Abend sind da rein Hunderte von Leuten gekommen, oder unten im Club sitzen Leute, und jeder hat eine eigene Ansicht, wer der Gott ist. Mhm. Was kommt dir in den Sinn, wenn du über Gott nachdenkst? Weil, was du über Gott nachdenkst, das hat der Tozer, ein Theologe, schon mal gesagt, was dir in den Sinn kommt, wenn du über Gott nachdenkst, das ist das Wichtigste an dir. Das Wichtigste. Wichtiger als alles andere. Warum? Weil wahre Gottesfurcht entsteht da, wenn du ein wahres Bild hast von Gott. Und jetzt, wir wissen nicht, wie du heute Abend reingekommen bist. Ja. Mit was für einer Brille, Perspektive auf Gott. Jeder von uns hat ein Gottesbild, das du irgendwoher hast. Und das funktioniert vielleicht mehr oder weniger, ist mehr oder weniger korrekt. Grundsätzlich, das, was wir alle machen, wir übernehmen einmal ein Gottesbild. Aber das funktioniert nur indirekt. Vielleicht denkst du, Tim ist mega cool. Ich habe am Tim seine erste Brille mitgenommen. Oder? Und du denkst, ja, das Bild, wie der Tim Gott sieht, so wie ich Gott auch sehe, das ist sicher richtig. Aber du kannst ein Gottesbild nicht von deinen Eltern oder deinem Jungschulleiter oder von einem Pastor einfach übernehmen. Ein Gottesbild musst du selber zwischen dir und Gott aufbauen. Ich muss einfach geschwind klarstellen, ich habe nie so eine Brille gehabt. Niemals. Meine erste Brille hat lustig ausgesehen, aber nicht so. Okay? Vielleicht bist du heute mal da und du hast so ein bisschen eine Herzbrille an. Ja, so ein bisschen, du bist in deiner frischen Verliebtheitsphase mit Gott. Gott macht grundsätzlich nichts falsch. Du machst aber auch nichts falsch. Ihr versteht euch einfach. Gott unterstützt die gleiche Partei, wie du tust. Gott unterstützt das gleiche Fußballteam, wie du tust. Nämlich der FC Aarau, of course. Aber er korrigiert dich auch nie. Er sagt nie Nein. Er ist immer gleicher Meinung wie du. Eines der meisten Gottesbilder, die ich begegne in dieser Welt, ist die dunkle Brille. Wenn es um Gott geht, dann kommt oft wird Gott gesehen durch die Brille von, ja, aber schau mal all das Leiden. Schau mal all den Schmerz, wo ist auf dieser Welt, all die Ungerechtigkeit. Und schau mal das Leiden in meinem Leben drin. Es ist nicht fair. Gott ist entweder tot oder einfach hat einen ganz schlechten Charakter. Und viele Menschen sehen, wenn es um Gott geht, Gott durch eine dunkle Brille durch. Vielleicht bist du aufgewachsen mit einem Gottesbild, das einfach ein bisschen zu klein ist. Du glaubst zwar, es gibt einen Gott und er hat vielleicht die Welt geschaffen, aber der Gott, seit er das gemacht hat, lehnt er sich ein bisschen zurück. Er tut sich nicht mehr wirklich involvieren in dieser Welt, in der Geschichte. Und geschweige denn natürlich, er involviert sich schon gar nicht in deinem Leben. Nein, der Gott. Nein, der lehnt sich zurück. Dein Gottesbild ist vielleicht ein bisschen zu klein. Eine Brille, die ich kenne, ist so eine Taucherbrille. Du leihst sie an und gehst mit der durchs Leben und siehst klar, aber da passiert etwas in deinem Leben. Und sie fängt an anlaufen. Und das, was noch vorher klar ist, Gott ist gut und ich fühle ihn und ist so, ist im nächsten Moment plötzlich nur noch verschwommen und du fragst dich, wo ist Gott überhaupt? Meint er es gut und fängst an allem wieder an zu zweifeln, wo du vorher gerade noch geglaubt hast? Ich habe auch schon das Gottesbild gehabt, dass ich das Gefühl hatte, Gott ist so ein bisschen ich habe da die Schnellbrille mitgenommen. Gott ist so ein bisschen der kosmische Life-Coach. So ein bisschen der steht, um mein Leben maximieren. Okay, er trainiert mich, 10-mal noch das Vaterunser, 17-mal noch den Vers auswendig lernen und dann irgendwann bin ich genug gut und er liebt mich. Aber ich bin am Striven, ich bin am Versuchen, aber es reicht nie ganz, nur wenn Gott mich trainiert und mich coacht, bis ich dann mal sterbe an einem Tag. Viele Christen haben so ein Gottesbild und so eine Schutzbrille an. Sie wollen schon gläubig sein, ich will schon mit Gott gehen, aber es muss so ein bisschen, ich kann nicht ganz alles Gott anlegen. Ich weiss nicht genau. Wenn ich Gott wirklich reinlassen in diese Themen,
Ich weiß nicht, was er sagen und ich muss mich verändern und ich kann das nicht, will versagen und einfach lieber, ich bin ein bisschen, habe eine gesunde Distanz zum Glauben, zu Gott, bin nicht ganz all in, eine Schutzbrille. Und vielleicht bist du heute Abend da und du hast einfach ein bisschen verbogene, kaputte Brille an. Weil es ist leider eine traurige Realität, dass viele Sachen, und ich weiss gar nicht, wie ich es anders sagen, viele Sachen, die wir auf Social Media sehen, die wir in den Zeitungen lesen, wo wir irgendwie auf der Straße hören, wo Leute erzählen, wie Gott ist und wie er handelt, schlichtweg einfach falsch sind. Und wir nehmen die Sachen auf und wir haben eine verrückte Brille und wir erzählen anderen Leuten nur davon. Jetzt, du hockst natürlich da so, okay, Tim und Joel, wir sind im 21. Jahrhundert. Können wir überhaupt noch sagen, was denn die richtige Brille ist? Gibt es denn eine richtige Brille? Und da finde ich mega wichtig, dass wir klar sind in den Sachen, die klar sind. Es ist nicht alles schwarz, nicht alles Graustufen und Übergänge. Es gibt Sachen, die sind schwarz-weiß. Und was wir schwarz auf weiß haben, ist, lass uns anschauen, wie redet denn Gott über sich selber? Wie stellt sich Gott den Menschen vor? Und lass uns diese Brille versuchen anzulegen, wie Gott sagt, dass er ist. Was wünscht sich Gott, dass du für ein Gottesbild hast? Schau, Bibelverse, die Bibel ist ja sehr ein connected Buch. Ganz viele Bibelverse werden wieder irgendwo zitiert. Das ist ein riesiges hyperlinked Buch. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und ein Bibelvers sticht raus, weil es der Bibelvers ist, der am meisten von der Bibel, von Jesus selber im Neuen Testament, in den Propheten immer wieder aufgegriffen wird. Und das ist der Bibelvers. Und zwar Gott gestattet am Mose, dass er an ihm vorbeiläuft und er sagt ihm dort, stellt er sich vor, ich bin der Herr, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Liebe und Treue. Ich bewahre den Menschen meine Liebe über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, aber ich lasse sie keinesfalls ungestraft. Ich suche die Schuld der Väter heim an den Kindern und Großkindern bis in die 3. und 4. Generation. Ist jetzt nicht ein leichter Bibelvers und gleich ein unglaublich schöner, liebevoller. Und wir gehen da in den Anfang rein. Wir werden an den nächsten 4 Sündigen das noch weiter behandeln, aber heute, den Anfang von dem, werden wir zusammen anschauen. Mit dieser Perspektive. Gott will, dass du ihn fürchtest. Aber nicht so, vielleicht wie es du gelernt hast, sondern so, wie er sagt, dass er ist. Yes, lass uns vorne starten. Sind ihr ready? Club ready? Wir hören euch nicht. Ah doch, jetzt habe ich gerade irgendetwas gehört. Gut. Wir fangen vorne an. Gott läuft an Moses vorbei und er ruft. Der Herr, der Herr. Ich habe es euch da mitgebracht. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wieso steht manchmal im Alten Testament der Herr alles in Grossbuchstaben? Manchmal steht es mit Grossbuchstaben, manchmal nicht. Warum ist das so? Und ich möchte mit euch heute Abend bis ins Hebräische eintauchen, wo das Alte Testament drin geschrieben ist, um etwas über Gott zu verstehen, wo ich glaube, kann deine Beziehung mit Gott radikal verändern. Und zwar steht da, ich bin der Herr, der Herr. Was heisst das im Hebräischen? Ich habe es euch mal mitgenommen. Das bringt uns jetzt nicht viel, weil wenig von uns das lesen kann. Aber was das eigentlich heisst, in der Übersetzung ist Folgendes. Nämlich, ich bin, und da haben wir zweimal die Konsonantenabfolge, J-H-W-H, J-H-W-H. Vielleicht wichtig zu wissen, im Hebräischen gibt es kein Vokal, es gibt nur Konsonanten. Und man weiss bis heute nicht ganz genau, wie man das ausgesprochen hat, die Konsonantenabfolge. Aber viele Gelehrte gehen davon aus, das ist ein Konsens in der Forschung, dass man den Namen so ausgesprochen hat. Yahweh. Yahweh. Jetzt, was ist Yahweh? Yahweh ist nicht ein Titel und es heisst auch nicht Herr, sondern es ist ein Name. So wie Joel, Tim oder Ursula. Name. Es ist der Name von Gott. Jetzt sagst du da, okay, Tim, okay. Wieso steht denn in meiner deutschen Übersetzung der Herr, der Herr? Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem ist der Name für die Israeliten so heilig geworden, dass sie sich nicht mehr getraut haben, den auszusprechen. Das 2. Gebot von den 10 Geboten sagt Gott zu den Israeliten, hey,
missbrauchen nicht meinen Namen. Und die Israeliten haben über die Zeit so Angst bekommen, dass sie irgendwie zufälligerweise nicht extra den Namen missbrauchen, dass sie überall dort, wo der Name Gott sie angetroffen haben in der Bibel, sie es ersetzt haben, nicht mehr Jahwe gesagt haben, sondern Adonai. Und Adonai heisst mein Herr. Und das haben wir in unseren deutschen Bibeln übernommen. Aber es ist ein Fakt, dass überall dort im Alten Testament, wo du gross der Herr siehst, würde eigentlich der Name von Gott stehen. Jetzt sagst du da und denkst so, okay Tim, warum erzählst du uns all das? Darf ich dich fragen, was macht es mit deinem Gottesbild, wenn du jedes Mal, wo der Name von Gott steht, es ersetzt durch den Herr? Gott wird sehr viel unpersönlicher, unnahbarer, irgendwie so kälter, auf größerer Distanz. Weil er sagt sogar zu Moses, das ist mein Name. Und ihr sollt mich von Generation zu Generation unter dem Namen anrufen. Stellt euch vor, ich komme am ersten Tag hier im ICF arbeiten und der Schule kommt zu mir und sagt, ich bin der Herr Vögeli, aber du kannst mir auch Schule sagen. Und ich nenne ihn einfach weiter Herr Vögeli. Das ist ein bisschen komisch, oder? Weil es ist ein Fakt, dass wie du jemanden nennst, sagt sehr viel über deine Beziehung zu dieser Person aus. Wenn ich vom Schulreden und Herr Vögeli sage, merkt ihr, ja, das ist irgendwie, das ist eine Beziehung, aber es ist so eine Hierarchie. Er ist so der Chef. Wenn ich ihn aber Schule nenne, merkt ihr, das basiert irgendwie auf Freundschaft. Das ist viel näher und das ist genau das, was Gott macht. Er löst die Hierarchie auf und trifft sich auf Augenhöhe. Jetzt, wer kennt die Bedeutung von seinem eigenen Namen oder ihrem eigenen Namen? Okay, einige von euch, gewisse von euch vielleicht nicht, gewisse von euch sind nicht zufrieden mit der Bedeutung. Das ist eure Eltern ihre Schuld. Was bedeutet Jahwe? Und ich möchte schon darüber reden. Bei uns ist der Name hat nicht so eine hohe Bedeutung, aber in der antiken Welt hat der Name eine unglaublich wichtige Bedeutung. Ich habe euch da ein Zitat mitgebracht von einem Theologen namens Michael Knowles, der hat gesagt, in der Welt der hebräischen Schriften war man oft der Meinung, dass ein persönlicher Name etwas Wesentliches über die Identität des Trägers, seine Herkunft, seine Geburtsumstände oder die göttliche Bestimmung, die er erfüllen sollte, aussagt. Also grundsätzlich ist der Name in der hebräischen Welt die Autobiografie von dieser Person in einem Wort. Ich gebe euch 2 Beispiele. Wir haben den Abraham. Der ist zuerst Abraham genannt worden. Abraham, der Kürzer. Das heisst, erhabener Vater. Dann spricht Gott zu ihm und sagt, du wirst der Vater von vielen Völkern. Und er tut ihn umbenennen zu Abraham. Was bedeutet Vater vieler Völker? Surprise. Es ist mehr als einfach nur ein Etikett. Es ist eine neue Bestimmung, ein neues Versprechen, das Gott Abraham gibt. Eine andere Geschichte, Jakob. Jakob bedeutet auf Hebräisch so viel wie Fersenhalter, was ein anderer Ausdruck war für Lügner, Betrüger. Und wer kennt die Geschichte von Jakob? Er ist genau das, ein Lügner und ein Betrüger. Bis er eines Nachts mit Gott ringt und Gott ihn umbenennt zu Israel, der mit Gott ringt. Also, ihr seht, die Bedeutung des Namens ist unglaublich wichtig. Jetzt, was bedeutet Jahwe? Wenn wir die erste Begegnung zwischen dem Moses und dem Jahwe anschauen, dann gibt es da uns einen kleinen Hinweis drauf. Und zwar ist die Situation folgende: Die Israeliten sind in Sklaverei in Ägypten und Gott sagt zu Moses, ich werde dich brauchen, um aus dieser Sklaverei rauszukommen, das ganze Volk ins versprochene Land zu bringen. Der Moses hat eben 3, 4 verschiedene Ausreden, warum er nicht der geeignete Mann für den Job ist. Und am Schluss sagt er Folgendes. Er sagt, okay, sag mir, ich gehe jetzt zu den Israeliten und sage ihnen, ja, der Gott von euren Vorfahren hat mich zu euch geschickt. Und sie fragen, was ist sein Name? Was sage ich denn ihnen? Und Gott sagt zu ihm, sag zu ihnen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Ich werde sein, der ich sein werde. Jetzt, das bringt uns nicht so viel. Weil wir denken, wir lesen das und so, okay, was bedeutet jetzt das? Das ist nicht so hilfreich. Ich glaube, ich möchte 2 Bedeutungen highlighten jetzt in den nächsten 2-3 Minuten, was das bedeuten kann. Und zwar Folgendes. Für uns ist das nicht klar, aber für den Moses ist das sehr klar gewesen, was Gott da macht. Ich muss verstehen, der Moses ist in einer Welt aufgewachsen, in Ägypten, wo polytheistisch war. Sehr viele Götter. Ich habe sie euch mal mitgebracht, das sind sie. Es gibt noch viel mehr, aber ich sehe zum Beispiel ganz links den Ra, das ist der Sonnengott, weil er die Sonne auf dem Kopf hat. Wir haben den Tod, das ist der Mondgott mit dem Mond auf dem Kopf. Und zum Beispiel der Osiris, der Totengott, das sehen wir an seiner grünen Haut. Warum auch immer grün, aber das macht irgendwie Sinn, ich weiß auch nicht. Und wenn ihr euch mal achtet drauf, dann seht ihr, jeder Gott hat einen Namen und er hat sozusagen einen Zuständigkeitsbereich. Zum Beispiel die Sonne, das Meer. Und was das macht, ist,
es macht den Gott kontrollierbar. Also, sagen wir, du gehst auf eine Schiffsfahrt in der antiken Welt, dann betest du logischerweise zu der Meeresgöttin für eine sichere Überfahrt. Brauchst du die Sonne für deine Felder, dann betest du zu der Sonnengöttin oder zum Sonnengott, dem Ra, dass du die Sonne hast für deine Felder. Fällt euch auf, was Gott macht. Also wenn der Moses ihn fragt, hey, was ist dein Name und welcher Gott bist denn du genau? Also bist du zuständig für das Wasser oder die Berge? Gott sagt, ich werde sein, wer ich sein werde. In anderen Worten, wage es ja nicht, mich in eine Box zu stecken. Ich bin zuständig für die Berge und das Meer. Ich bin zuständig für die Wälder und das Wasser. Ich bin zuständig für die Lebenden und die Toten. Steck mich ja nicht in eine Box. Es ist ein Ausdruck von der Souveränität von Gott, der sagt, ich bin für alles zuständig. Lass uns Gott einen Applaus geben für das. Höher als alle Götter, stärker als alle Götter. Das ist der Gott, der wir dienen, liebe Sunday Night. Und die zweite Bedeutung ist folgende: Was auch immer ich bin, werde ich sein. Also in anderen Worten, steck mich in eine Box, Moses. Steck mich ja nicht in eine Box. Aber, wenn du etwas von mir kennenlernst, dann kannst du darauf gehen, dass ich immer so sein werde. Ich bin konstant und unveränderlich. Also wenn ich sage, ich bin barmherzig, dann werde ich auch morgen barmherzig sein. Wenn ich sage, ich bin gnädig, dann werde ich auch in 2 Wochen noch gnädig sein. Wenn ich sage, ich bin langsam zum Zorn, dann werde ich langsam zum Zorn sein. Gestern, heute und für immer. Unveränderlich. Und die letzte Bemerkung, die ich machen möchte, zum Namen von Gott, Yahweh. Ich habe euch mitgebracht, das sind Atemlaute. Die 2 Vokale, diese 2 Vokalgruppen. JH, einatmen, WH, ausatmen. Also nichts anderes als Ja. Ja. Mach's nochmal. Ja. Liebe Freunde, kann es sein, dass schon nur unser Schnaufen Gott Ehre gibt. Mit dem ersten Atemzug, den du genommen hast, hast du angefangen, seinen Namen auszusprechen. Mit dem letzten Atemzug, den du machst, bevor du stirbst, sprichst du seinen Namen aus. Wenn du kein Wort mehr hast, weil alles so schlimm ist und dein Leben dich erdrückt und kein Wort mehr hast zu seinem Namen preisen, dann macht es schon nur deinen Schnuff. Mir ist es egal, ob du Gott kennst oder nicht, oder wenn du sagst, er existiert nicht oder nicht, aber dein Schnuff, dein Atem preist seinen heiligen Namen. Ich liebe das, dass Gott das in uns hineingeleitet hat. Come on. Come on. Vor ein paar Jahren hat mein Chef mir einen Termin gemacht. Er will mich eine Stunde treffen. Aber er hat mir nicht gesagt, um was es geht. Sondern einfach, will ich eine Stunde treffen. Und es war eine Zeit, ich weiss schon, ich bin ein bisschen verzettelt gewesen. Ich bin nicht immer so mit allem hin und her gekommen. Ein paar Sachen sind mir so ein bisschen auf den Tisch gefallen. So. Und, aber ja, wegen dem jetzt gerade zum Treffen und dann nimmt er mir meine Verantwortung vielleicht wieder weg und macht meinen Job wieder irgendwie, keine Ahnung, oder man muss mit mir gerade so, warum gerade wieder so zurecht, weißt du, man darf sich nicht mal einen Fehler leisten oder mal etwas, was nicht so ganz passt. Und jetzt muss ich wieder mich mit ihm treffen und dann schiesst er mich wieder zusammen und es ist mir sonst schon peinlich. Ich weiss ja selber, wo ich nicht nachkomme mit allem. Anyway, ich habe mich getroffen mit ihm und er sagt, Joel, ich wollte einfach wieder mal mit dir abmachen, um zu fragen, wie es dir geht. Und ich habe gemerkt, mein Bild, das ich habe von jemandem, wie ist die Person, prägt extrem, wie begegne ich dieser Person. Und mit Gott ist es gleich. Dein Gottesbild, wie du ihn siehst, wie ist er, hat mega einen grossen Einfluss. Wie gehst du morgen ins Gebet rein? Oder gehst du überhaupt ins Gebet rein? Liesest du deine Bibel? Wie liesest du sie? Wie kommst du da an? Wie betest du Gott an? Wie bist du in der Worship? Es hat alles mit dem zu tun. Was erwartest du? Und wenn du so ein Gottesbild hast, wie ich von meinem Chef, ja, der haut mir jetzt dann gerade gleich auf die Finger, dann logisch hast du keine Freude mehr am dich treffen mit Gott, sondern bist skeptisch. Und darum müssen wir anschauen, wie ist denn Gott? Wie stellt sich Gott vor? In der Bibel gibt es die Regel von der Erstnennung. Das heisst, immer wenn etwas zuallererst genannt wird, dann ist es besonders wichtig, wichtiger als alles andere. Und Gott stellt sich ja vor an Mose, Jahwe, Jahwe, und jetzt kommen die 2 Adjektive, wie Gott sich vorstellt.
Ich bin der Herr, barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig sind die wichtigsten Eigenschaften in den Augen von Gott, wie du ihn sollst sehen. Barmherzig und gnädig. Lass uns das anschauen. Ich bin die Wörter ein bisschen recherchieren. Und das erste Wort, barmherzig, Rachum. Es gibt vielleicht kein deutsches Wort, das besser treffender übersetzt ist als das, barmherzig. Barm ist ein bisschen ein altes Wort, aber es kommt immer noch vor, wir brauchen es im Deutschen, nämlich wenn es darum geht, Erbarmen zu haben. Und herzig, das ist genau das Wort barmherzig, sagt aus, wie ist der Zustand von Gottes Herz in dem Moment und nachher und in alle Ewigkeit dir gegenüber. Nämlich voller Erbarmen. Immer voller Erbarmen für dich. Immer gefüllt mit Mitleid. Gott kennt dir gegenüber keine andere Herzenshaltung als ich fühle dich. Ich will dich spüren. Ich lasse mich beeinflussen. Wie es dir geht, es interessiert mich und verändert mein Herz. Weil ich bin zutiefst mitfühlend. Und das Zweite, gnädig. Gnädig bedeutet nicht, dass Gott dann urteilt, einfach nur, ja, du kommst jetzt gleich etwas über, obwohl du nichts verdient hast, sondern gnädig ist ein aktives Wort. Das heisst, wenn Gott barmherzig ist, bleibt es nicht nur in seinem Herz, sondern Gott aktiviert sein Erbarmen zum Handeln. Immer. Also die Aussage, Gott sagt, hey, ich bin barmherzig und gnädig, bedeutet, die wichtigsten Eigenschaften von ihm sind, Gott fühlt immer von Herzen mit und er handelt immer. Das ist dein Gott. Wie schön ist das? Komm, wir sagen jetzt alle zusammen ganz ehrfürchtig, Gott fühlt immer von Herzen mit und er handelt immer. Nochmal, Gott fühlt immer von Herzen mit und er handelt immer. Das ist mein Gott, immer auf meiner Seite, immer aktiv, mich noch mehr zu segnen. So ist Gott. Es ist so nicht selbstverständlich, so einen guten Gott zu haben. Und das ist vielleicht eben auch der Punkt. Als der wird Gott gefürchtet werden, aber es fällt uns so schwer amix. Gott stellt sich nicht vor, Jahwe, Jahwe, allmächtig, stark, gerecht. Als allererstes. Er ist das, aber das Wichtigste ist, ich fühle im Fall im Herz mit. Das ist mega krass. Das ist unglaublich bewegend für mich, dass ich einen Gott habe, der immer mitfühlen mit mir. Aber es gibt zwei Sachen, die es mir oder uns allen extrem schwierig machen, das wirklich anzunehmen. Und wenn wir Gottesfurcht hören, dann haben wir schnell das Gefühl, es bedeutet, ich muss in dem Fall heiliger sein, als ich bin. Ich muss in dem Fall gut daherkommen, dann wirklich gottesfürchtig. Der Sam, ein kleiner Bub, darf ein Wochenende zu seinem Grossi gehen. Und er geht zu seinem Grossi und sie wohnt an einem schönen Ort in der Nähe vom Waldrand. Sie hat einen Teich und 2 Entchen drauf. Und so in einem alten Haus. Und er darf dort hingehen. Und am Freitagabend kommt er an, sie hat fein gekocht. Und dann spielen sie noch ein Brettspiel. Und er geht schlafen. Sie singt ihm ein Lied und erzählt ihm ein Geschichtchen. Und er schläft friedlich ein. Am Samstag wacht er auf und sie hat schon einen frischen Zopf gebracht. Er darf abessen, essen zum Morgen. Und dann sagt sie so, ich muss dann irgendwann zum Mittag machen und du darfst ein bisschen spielen. Und der Sam geht raus, er hat sein Luftgewehr dabei. Und sie hat extra Büchsen aufgestellt für ihn, wo er darf ein bisschen Büchsen schiessen. Und irgendwann wird es ein bisschen langweilig und er denkt, es wäre eben schon noch lässig, auf etwas zu schiessen, wo ein bisschen mehr Chance hat, sich da auszuweichen. Gehen wir mal auf ein Entli und nur ein Schuss und noch einer. Er hat es getroffen, es fliegt nicht davon. Und er geht schauen und sieht, er hat Enten ermordet. Und
es tut ihm so leid, dass er weiss, das Wochenende wird er jetzt einfach nicht versauen. Und er überlegt und er geht in den Wald rein, vergrabt die Ente und geht zurück, hockt an den Tisch an beim Grossi. Hast du es gut gehabt? Ja, das war gut. Und sie gehen nachher noch weiter, am Nachmittag gehen laufen, machen einen Spaziergang im Wald, all diese Sachen. Aber er merkt, er ist ein bisschen verschlossen. Er weiss noch nicht genau, wie er das ansprechen soll, dass die Ente er jetzt umgebracht hat. Es tut ihm ja leid, aber jetzt die Zeit kaputt machen ist auch blöd. Sehr am Abend merkt er, ja, jetzt willst du noch ein Geschichtchen? Nein, lieber, ich bin so müde vom Tag, ich gehe jetzt schlafen. Er legt sich allein ins Bett, aber einschlafen kann auch nicht besser. Am Morgen wacht er auf und schmeckt wieder, aber der Zopf irgendwie hat fast ein schlechtes Gewissen. Jetzt macht sie noch einen Zopf für ihn, wo der Mörder ist von ihrer Ente. Geht gleich runter, hockt am Tisch und ja, er geht dann wieder raus spielen. Am Luftgewehr hat er auch keine Freude mehr wirklich. Und dann beim Mittag entscheidet er sich, am Sonntagmittag, Grosi, ich muss dir sagen, ich habe leider eine von deinen Enten ermordet. Und Grosi sagt ihm, ich weiss, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie du die Ente aus dem Teich da hast, wie du verschrocken bist, wie es dir leid da hat, wie du sie vergraben hast. Ich weiss, man hat nichts machen dann. Das ist ein Zeichen, das du gemacht hast. Aber was wirklich mich traurig gemacht hat, warum hast du nicht einfach darüber geredet? Du kennst mich doch. Du kennst mich doch. Und ich glaube, das ist das, was Gott immer wieder uns sagen will. Warum redest du nicht einfach darüber? Du kennst mich doch. Ich bin zuallererst mitfühlend und gnädig. Es nimmt mich doch mit, dein Leiden. Warum redest du nicht darüber? Warum kommst du nicht einfach zu mir? Und unsere Schuldgefühle hindern uns davor, Ehrfurcht zu haben vor Gott. Weil wir das Gefühl haben, es ist ehrfürchtiger, wenn wir uns besser darstellen. Dabei, wenn wir Gottes Bild korrekt haben, müssen wir Gott ernst nehmen. Okay, er will barmherzig und gnädig sein. Das ist ihm das Wichtigste, uns gegenüber barmherzig und gnädig sein. Dann renn mit allem, was du bist, zu dem Gott. Das Zweite, was ich glaube, hindert uns immer wieder, zum Ehrfurcht haben von Gott, ist, wenn wir selber im Leiden drin sind. Und ich möchte euch mitnehmen in eine letzte Geschichte. Das Leiden macht es schwierig für uns, Gott als gnädig und barmherzig zu sehen. Wo Jesus an dem Kreuz hängt, sind nebenan zwei Verbrecher. Und der erste Verbrecher sagt zu Jesus: Schau doch mal unser Leiden. Und du bist doch der, der sagt, du bist jetzt Christus. Dann rett dich selber und uns auch. Hey! Nicht, hä? Aber einer davon reden, bist barmherzig. Ja, es bedeutet ja mega viel, jetzt, dass ich da bin, hä? Und machst mega viel, Gott. Bravo! Und irgendwie verstehe ich ihn. Irgendwie hat er recht. Was willst du ihm sagen? In seinem Leiden. Und gleich ist ein Verbrecher dort, gleich Schicksal. Und der sagt, nicht einmal jetzt. Nicht einmal jetzt hast du Ehrfurcht im Angesicht vom Tod. Wir sind noch nie, die Menschheit ist noch nie jemand so näher gewesen an Gottes Barmherzigkeit und Gnade wie die zwei Männer. Und gleich, wenn Gottes Barmherzigkeit und Gnade so näher ist, in Form von Jesus, der mit seinem ganzen Herz spürt die Last der Menschheit und sie trägt. Und so aktiv ist, wie es noch geht. Er gibt sein Leben. Es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die ihrem Leiden anfangen, ihre Gottesfurcht zu verlieren. Und Menschen, die im Leiden drin sagen, ich weiss, Gott, du fühlst mit mir mit. Ich weiss, Gott, du kannst etwas tun. Und er sagt, Jesus, denk an mir, wenn du ins Paradies kommst. Und das ist der erste Mensch, der gerettet worden ist.
weil er Ehrfurcht hat vor dem, dass Gott barmherzig ist und gnädig. Vielleicht müssen einige da drinnen heute Abend ihr Gottesbild nochmal anpassen, justieren. Und darum lass uns alle zusammen aufstehen im Club, auch die Hause, auch da drinnen. Und wir tun die Busse heute Abend. Es ist nicht egal, ob du Ehrfurcht hast vor Gott. Es ist nicht egal, welche Brille dass du hast vor Gott. Und ich will, und ich lade dich ein, du darfst mitmachen, Buße tun heute Abend. Und sagen, Gott, verändere meine Sicht auf dich. Ich will ehrfürchtig werden, so wie du es dir wünschst. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, zeig uns auf. Ja, wo wir dich nicht so gesehen haben, wie du dich selber siehst. Ich möchte für dich beten, wenn du aufgewachsen bist mit einem Gottesbild, das einfach zu klein ist. Oder das Bild zeichnet von einem Gott, der passiv ist. Wo alle anderen sehen, außer dich. Vater, wir legen diese Brille heute an dein Kreuz. Wir wollen dich sehen, für wer du wirklich bist. Für deine Grösse, für deine Majestät und deine Hoheit. Und wir sagen heute Abend, du handelst immer. Und meine Situation, die löst bei dir Mitgefühl aus. Lass uns wirklich glauben, dass du gnädig und barmherzig bist. Dass du mich siehst und dass du handelst. Ich spreche heute Abend aus, du bist kein passiver Gott, sondern ein aktiver. Ja. Ja. Einigen ist heute in den Sinn gekommen, was du für das Gottesbild vielleicht mitbekommen hast und übernommen hast von irgendwoher. Vielleicht hast du mal geistlich bist in einem Umfeld gewesen, wo du mega Druck erlebt hast und das Bild sich übertragen hat auf deinen Gott. Vielleicht bist du geprägt worden, dass so wie du Christ bist, lange es nicht. Vielleicht bist du geprägt worden, auf eine Art, wo du merkst, eigentlich stimmt es nicht. Und das sind schlussendlich Lügen und du merkst selber, es tut dir nicht gut und es ist vor allem es wird Gott nicht gerecht. Und heute machen wir einen Moment, wo wir sagen, Gott, all diese Lügen in meinem Gottesbild. Ich will sie nicht und du willst sie auch nicht. Und ich lege den Scheiß jetzt ab bei dir. Jesus, all das Gottesbild, das Druck auslöst, ich lege es dir an. Und ich mache heute ein Statement, so bist du nicht. All das, was Ablehnung in mir auslöst, wenn ich an dich denke, ich lege es dir an, wieso bist du nicht? Und auch wenn ich es noch nicht fassen kann, Jesus, ich kann es beten, so bist du nicht. Und ich will die Lüge weg haben, Jesus. Es steht zwischen uns und es ist nicht fair, dass es da ist.
Ich will das glauben und egal, wenn ich es noch nicht kenne, ich bete heute, Jesus, ich will dich sehen als der sagt, ich bin barmherzig und gerecht und gnädig. Ich bin barmherzig und gnädig. Nimm all die Mauern weg, die mich kalt gegenüber dir. All die Lügen, Jesus, all der Druck, all die Verurteilung. Nimm sie weg, Jesus. Und lass mich sehen, wie du bist. Lass mich sehen, wie du bist heute Abend. Und jetzt schließ deine Augen alle zusammen. Und jetzt, Heiliger Geist, offenbar uns Jesus. Schau auf Jesus. Es ist nichts spooky, einfach Gott zeigt sich dir jetzt neu. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.